An enger neuer Rubrik vom Ulzech-Kanal probéere Mäerch all Mound e méi oder Manner ongewöhnliche Beruf firzustellen. Vicky und Sarah und Linda waren Musel an hunn engem Wünzer beim Weimachen no geguckt. Es sind den Joé Beisel vu Bus. Es sind Privatwünzer. Schon ha mei Betrieb, datcht schmaen még Wingetten. Doaus manch mei Wein hen och an ich verkaufen die noch selber, dann an sech még Situationun. Was muss ich machen für Schule, wenn ich Weltwünzer gehen? Am Prinzip muss ich keine Schule machen, für das zu gehen. Aber das haut überhaupt, weil die Anforderungen sind relativ hoch. Und das ist auch so, meine Eltern waren Winzer, du hast ein bisschen den Hang dazu, dass ich doch mache. Ich habe Weinbau studiert in Deutschland. Da kann ich einen Önolog machen oder einen Ingenieur oder einen Techniker, kann ich daran machen oder auch einfach eine Lehre als Winzergeselle. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, in dem Bereich etwas zu finden. Ich meine, ich wünsche für ihn etwas, der will. Was muss ich da machen, wenn ich einen Winzerbetrieb aufbauen? Bon, das ist so, wenn ich von null will anfangen, ist es relativ schwierig. Winzerbetriebe wurden meistens aus Generationen raus. Das ist einfach so, meine Eltern haben nicht gemacht, du waren sich von da. Die Wingetten waren da, bon, die müssen ein bisschen baulich etwas gemacht gehen, okay, muss immer investiert gehen, dann ist die Sache ein bisschen mehr einfach. Das Problem ist ganz einfach, wenn du bei null aufhängst, musst du so viel Suche dranhängen, bis die Wahrheit im Rulle bist. Das ist nicht für eine so, ich mache nur Wein, am nächsten Jahr habe ich Boni. Das wird sicher nicht funktionieren. Das ist etwas, wo ich langfristig muss denken und kalkulieren. Wie gesagt, das so einen typischen Alltag vom Winzer aus? Das ist auch der Grund, wie ich Winzer gesehen. Das ist an sich ein immens flotter Beruf und hat immens viel Aufwieslung. Du hast viel draußen am Winget, du hast viel verschiedene Arbeiten zu machen, ganz Jahr über. Das ist an sich immens flott. Es teilt sich ab mit Wingertsarbeiten am Winter, am Frühjahr, am Sommer und dann hier drauf und ranholen. Da siehst du, was das ganze Jahr geschafft hast, der Resultat am Endeffekt. Und was sind also die Negativseiten vom Beruf? Gibt es Negativseiten? Bon, wenn man die Negativseiten so will gucken, was uns Sorge möchte, also am Endeffekt die Wirte. Weil wir sind wirklich just aufhängig vom Wirte. Wenn die Jahrgang mitspielt, kriegen wir einen ganz guten Jahrgang, was das Volumen angeht, aber auch die Qualität angeht. Wenn die Jahr nicht so mitspielt, dann klappt das mit dem Volumen nicht, mit der Qualität. Oder man ein bisschen mehr Volumen an der Qualität. Und das ist an sich die größte Herausforderung in dem ganzen Beruf. Was bei mir persönlich dabei kommt, dass als ganz kleiner Betrieb, wie ich oder wie meine Frau nicht das machen, sind die administrativ Demarchen fängt relativ nervig zu gehen an dem Ganzen. Da muss ich schon so, das fängt so aufwendig zu gehen, dass ich zu sehen als kleiner Betrieb, ob sich da die lohnt, das Ganze dort zu machen. Ja.